Tja, ihr wunderschönen Menschen, herzlich willkommen bei einem neuen Black Ops 2 Gameplay Multiplayer. Scheißdreck auf jeden Fall. Heute ist die Frage, ist Black Ops 2 wirklich gut oder ist es eigentlich eher bloß der neue Spielfaktor, weil es neu rauskam und weil wir jedes neue Spiel mögen, das auf den Markt kommt. Außer einige Ausnahmen, die nicht begründet sind. Die Frage ist berechtigt, muss ich sagen. Es kam von einigen Menschen, also einigen Zuschauern von mir, die Frage auf, einfach die Antwort, das gefällt dir eh nicht mehr in 3 Stunden, das ist scheiße. Und ich dachte wirklich, also es kann sein, dass es wirklich so ist. Es wäre sauschade natürlich, aber die Möglichkeit besteht. Ach, fick dich doch, oder? Dr. Ottl, ja, dummer Fick-Camp-Wichser. So, das war's jetzt von meinen Abschweifungen. Weil es war bei einigen Spielen so, aber erst nach wirklich sehr, sehr kurzer Zeit. Die Rede ist davon, dass ich einfach nach einem Spielkauf mir denke, oh, die ersten paar Runden, oh, das ist so geil. Und dann aber irgendwie nach der 10. oder 20. Runde sage, das Spiel ist eigentlich echt scheiße. Und das kam schon oft vor, bei euch auch schon öfters, habe ich ja gelesen. Und die Frage für heute ist, kam das bei dir, also bei dir persönlich schon mal vor? Oder kennst du jemanden, der sagt, boah, das ist bei jedem Spiel so, oder nee, das ist eigentlich noch gar nicht passiert und so weiter. Also schreibt mal eure Erfahrungen mit solchen Gefühlen doch gerne in das Kommentar-Dings rein unten. Oh, von hinten. Ja, das ist ein Pro, da hat man schon gesehen. Oh, fick dich doch, ey. Und Abschweifung Nummer 2. Und also mir ging es schon eigentlich so bei jedem COD, aber nach anderer Zeit. Also zum Beispiel, das ist sehr schön. Zum Beispiel Wereblood bei bei World at War. Und bei World at War war es so, es fing an nach eigentlich sehr kurzer Zeit, ich glaube nach, weiß ich nicht, 20 Stunden oder so. Also das Gefühl hatte ich eigentlich wirklich bei jedem Spiel, wo ich gespielt habe, also fast bei jedem, weil es einfach immer irgendwann denkt man sich, naja gut, jetzt mal was anderes spielen, was langweilig wird, weil man kennt es schon, ja. Also das ist ja eigentlich so, kein, also für mich jetzt kein Phänomen oder Symptom oder so. Das ist eigentlich, ist der schlecht, ey. Das ist für mich eigentlich normal, weil ich spiele jetzt ein Spiel und dann, sagen wir mal, ja, nach, weiß ich nicht, ich habe jetzt nach 200 Stunden MW2 gesagt, nee, nach eigentlich insgesamt 600 Stunden MW2 habe ich gesagt, naja gut, jetzt könnte es mal ein anderes Spiel geben, weil es langsam doch ein bisschen einseitig wird, das Ganze. Also dafür 600 Stunden, ja, ich finde 600 Stunden für ein Spiel eigentlich okay. Was war noch? Ja, World at War, habe ich schon gesagt, da war es auf der PS3 noch ungefähr 20 Stunden, weil ich einfach keine Server gefunden habe, also auch langweilig in dem Sinne. Ja. Also auch weggeschoben. Was gab es dann noch? Ach, da gibt es einen Gegner. Dann, was kam nach World at War? Sagt's mir nicht, Modern Warfare 1. Ne, kam da vorher, genau. Erst kam MW1. Das habe ich neulich gekauft, also vor ein paar Monaten erst. Aber ich spiele das wirklich nicht so oft, weil ich habe einfach nicht so Lust drauf. Es ist zwar echt ein super geiles Spiel, aber das spiele ich halt eher auf Xbox. Und ich spiele nicht so oft Xbox, also spiele ich auch weniger MW1. Und MW3 habe ich gespielt aus 200 Stunden, war auch langweilig nach 200 Stunden, mein Gott. Also ich finde, so eine Zeit kann sich sehen lassen. Für ein Spiel, ja, das ist schon einiges. Wenn man da 200 Stunden wirklich Spaß dran hat oder größtenteils Spaß dran hat. Gibt ja auch Spiele, wo man nicht Spaß hat, also gar keinen. Wie viel Schuss brauchst du denn, mein Gott? Ja. Nee, der schießt mich nicht zu Tode. Nein, der nicht. Erst den und dann kommt jetzt gleich der daher. So, jetzt so schaut es, so muss das ausschauen. Genau so, hey, genau so. So, 30 Punkte zum Sieg, wie normales Free-for-All kennt man ja. Und, also deswegen muss ich jetzt sagen, ich finde jetzt irgendwie die Spiele nicht irgendwie scheiße oder so, wo halt jetzt nach ein paar Stunden, also 200, also mehrere 100 Stunden keinen Spaß mehr machen. Ich finde es normal. Also ich habe auch Battlefield jetzt gespielt, habe ich insgesamt jetzt 80 Stunden Spielzeit und ich hatte zwischendrin immer mal so ein Ding drin, wo ich sage, ja, jetzt mal ein anderes Spiel, die Abwechslung. Mein Gott, die Abwechslung ist es. Also ich finde, die Abwechslung macht ein Spiel aus. Also, ja gut, es ist natürlich schon klar. Also ich will jetzt nicht ein Spiel spielen und dann nach einem Match, ja, jetzt mal ein anderes Spiel. Nee, also es muss schon, das ist ja logisch, es ist schon so, dass ich gerne länger ein Spiel spiele. Oh Gott, bin ich schlecht.
und dann sag, ja, jetzt nach, weiß ich nicht, wirklich 20, 30 Stunden, da können wir mal dann nachschauen, ein anderes Spiel, ja. Aber muss halt auch genug Zeit vergangen sein, wenn mir ein Spiel jetzt nach dem ersten Match keinen Spaß macht, dann sage ich, nee, das ist scheiße. Also bei Homefront war das der Homefront Multiplayer, der war wirklich nicht so schön. Also ich fand ihn echt schlecht. Also ja, er hat eigentlich schon gute Sachen, aber ich weiß nicht, also es war einfach nicht schön, ja, wenn man es mal so sagen kann. Das war ein Ding, Homefront Multiplayer, das war scheiße, also wirklich war. Die Spieler macht's, aber eigentlich macht das, die Spieler machen ein Spiel scheiße, nicht ein Spiel. Ein Spiel ist meistens gut, ja. Und das ist auch eigentlich der springende Punkt, wo ich hin wollte. MW3 fand ich auch ganz geil, bis eben die scheiß Idioten kamen und mir das ganze Spiel ja vermurkst haben. Das ist einfach so gewesen, mein Gott. Also da muss man sich nichts vormachen. Die Spiele, die sind schon gut, aber die Spieler, die macht's aus. Die sind so scheiße dumm und die verhunzen alles, die campen an jeder Ecke rum, die bleiben dann hier hinter dem Auto dann 5 Stunden stehen, ja, gefickt. Und sind scheiße und so. Sowas, das macht das Spiel scheiße. Aber das Spiel von sich aus ist eigentlich meistens schon gut. Man kann es auch gut machen. Also, ja, ein paar Erfolge holen oder einfach der Beste sein immer. Sowas ist sehr strebenswert. Aber jetzt nicht irgendwie, gefickt, wo sind meine Finger, mein Gott. Was ist das für ein Ding? Ach ja, schön. Jetzt lad doch nicht nach, wenn du einmal geschossen hast, du Depp. Ja. So. Und ich will einen Kill, Oh, schade. Also, und von dem her, ich muss sagen, weil einige geschrieben haben, ja, Battlefield, Schmarrn, Black Ops ist so, dass dir das nicht gefällt in ein paar Stunden. Ja, aber das kann dir bei jedem Spiel passieren, wenn die Einflüsse schlecht sind, wenn die Spieler sau nerven und wenn sie sich immer hinter so mannshohen Dingern verstecken, wo man bloß ihren scheiß Kopf schießen kann an. Das ist gar nicht schön sowas, hey, das nervt mich, ja. Aber das Spiel nervt mich nicht, das Spiel finde ich super. Also ich habe es jetzt gespielt schon, die zweite Stunde ist jetzt schon vorbei, glaube ich, oder die erste, ich weiß es nicht. Und, ja Gott, ich muss noch alles rausfinden. Ich muss sehen, dass ich da nicht hinrennen darf. Ich muss die ganzen Token-Sache beherrschen. Oder, ja, das ist eigentlich bloß zum Freischalten, ist eigentlich nicht so schwer. Aber was ich beherrschen will, ist das komische Waffensystem hier mit den Wildcards und so ein Scheiß. Mehr Extras nehmen, sowas ist geil. Sowas macht Spaß. Und da muss man mal richtig, also ich finde, das ist schon mal allein ein Punkt, wo schön ist. Und ich würde auch mal sagen, das Spiel fühlt sich fast so an, wirklich, wie Battlefield 3. Also, es hat Ähnlichkeiten damit. Es ist nicht mehr so, keine Ahnung. Also, es ist einfach besser geworden. Also, ich muss sagen, mir gefällt Black Ops jetzt nach 2 Stunden Spielzeit gut. Ich finde es nicht schlecht und deswegen bekommt es auch von mir 8 von 9, 8 von 10 vollgeschissenen Windeln, weil ich muss noch den Zombie-Modus anspielen und mir fehlt noch der Singleplayer-Modus, den ich vielleicht zocken werde, ich weiß noch nicht. Aber mal schauen, vielleicht wird der auch ganz interessant. Also, von dem her muss ich sagen, gebt einfach mal nicht dem Spiel das Schuld, gebt einfach den Spielern die Schuld. Wenn ihr oft sterbt, dann nicht, weil das Spiel scheiße ist, sondern weil die Spieler scheiße sind. Und weil die sagen, ich muss jetzt hier mit einer Kack-Akimbo-Waffe hier scheiße sein und so. Ja, sowas. Deswegen regt man sich immer auf. Das Spiel ist schön, finde ich. Also, gut, das war meine Meinung. Es kann anders sein, natürlich. Also, Meinungsfreiheit ist eh klar. Und jeder kann das denken, was er will. Und das ist auch gut so. Und damit sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis morgen wieder bei Black Ops 2 mit einem neuen Thema. Das könnt von mir aus ihr aussuchen. Schreibt's in die Kommentare rein. Und bis dahin, bleibt so schön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann und wie schnell es geht.